Eng Tradition muss auch nicht immer langweilig sein, wenn Mazda bislo bewiesen wird. Sie bauen seit 1977 ein kompaktes Klassenmodell unter dem Namen von den Zahlen 323 und das auch mit Success schon während 25 Jahren. Und dann am Jahr 2003 heiratet der Mazda 3 entstanden, ein Modell, den auch auf eine breit gezielte Klientel kann zählen. Und lo fährt doch schon die 4. Generation von Mazda 3 vor. Schon auf den ersten Blick fällt ein dynamisch, attraktiv, besonders typisch eheständlich Mazda-Optik ab, die auch auf die sogenannte Charakterlinie verzichtet. Den Design von Mazda 3 fällt an den. Der vierten Teil mit den schmalen LED-Scheinwerfer ist gelungen, an die noch handen rohfallende Linie vom Dach verspricht auch schon optisch Sportlichkeit. Der ganze hinnischen Teil betont durch die Form von einem Keil, was an sich auch ein Antrieb voller Kraft undeit, obwohl die ganze Antriebskraft auf den vierten Räder liegt. An der japanischen Philosophie gibt es den Begriff Ma, M-A, wo man ein eidler Raum, ein eidel Zimmer gemengt ist. An der Mensch zu sich findet, an Döno positiv gestimmt ist. Das hat der Mazda-Interieur-Designer auch am Sinn, wie sie die Cockpit vom neuen kompakten Mazda 3 entworfen. Meistens braucht es viel Fantasie, für es richtig zu analysieren, aber bei Mazda 3 sieht es nach ganz ähnlich aus wie bei seinem Vorgänger. Die fein gezeichneten sportlich runden Instrumente an eine gut verschaffte Mittelkonsole mit einem Monitor, der nicht per Fingerdruck auf den Schirm, aber durch einen Druck an Drehknopf auf der Mittelkonsole funktioniert. Alternativ können aber nach verschiedenen notwendigen Funktionen, zum Beispiel der Radio mir hart und mir loser stellen, auch gehötzte Volant angestellt gehen. Und Assisten als Sicherheitssysteme geordnet gespurt, sowie lo auch nach einer Aufmerksamkeit an der Seite Verkehrsassisten dabei kommen. Platzkarten an der ersten Reihe kommen schon aus einer Liga, wo du dich auch mit einem guten Seitenhalt direkt entspannt fühlst. Allerdings für Handenrandsklammen muss es schon ein bisschen sportlich sein, weil doch durch Dachlin provoziert wird. Mal vom 4,46 Meter langen Mazda 3 bietet Volumen von 334 bis zu 1026 Liter an, mit einem kleinen Nodel, als schwere Pack muss über den kleinen Aufsatz geholfen gehen. Mit einem Druck auf den Knopf vom Demarreur geht das Skyactiv-G 2 Liter 4-Zylinder-Aggregat und Drehgebrücht. Das Skyactiv-G 2 Liter, also klassischen 2 Liter Benziner ohne Turbo mit 122 PS, kombiniert mit einer 6-Gang normaler Bord oder mit der Automatik. Aber etwas High, Bezeichnung Hybrid, kann durch den fahren. Heute handelt verstoppt sich ein Mild-Hybrid-System mit Startgenerator an einem 24-Volt-System. Das soll beim Auffahren Sprit sparen, also aber dummer der kehrrichten Hybrid. Auf den Kilometer, die mir gefahren sind, hat dieses Motor über sein manuell 6-Gangbord Produktion von der Leistung gut sortiert, wobei die Kraft am Ausgang von der Kehr ein bisschen gefehlt hat. Dass sich diesen 1,3 Tonnen schwerer Mazda 3 Lo nach so komfortabel durch alle Kehr auf der Landstraße manövrieren lässt und noch auf knüppelige Straßen nach viel Fahrkomfort bietet, lehnt er an einer Elektrosteuerung an einer überschafften Vorwerk-Suspensionsaufstimmung. Er legt die G-Vektorenkontrolle beim Ran- und Rausführen einer Kehr auch wertvoll erbische Stabilität. Für Lo auf den Motor zurückzukommen, unter 3000 Touren spielt Musik nicht die richtige Töne. An die Komplettleistung von 122 PS liegt noch bei 6000 Touren. Maximal Drehmoment von 213 Newtonmeter liegt auch erreicht bei 4000 Touren. An der Mazda 3 an der 4. Generation braucht 10,4 Sekunden bis eine Grenze von 100 km/h an 197 km/h als auch seine Maximalvitesse. Vom Mild-Hybrid-System merkt ihr beim Fahren nicht. Er rekuperiert just Batterie, für das das ganze elektrische System noch besser kann funktionieren. Der Motor hat kleine Schwächen, klar, es sind auch nicht 122 PS. Dafür ist er aber bei einem gemütlichen Fahren auf der Landstraße oder auf der Autobahn gut bedingt. Und wir konnten den Spritverbrauch auch die knapp 6 bis 6,5 Liter auf 100 Kilometer halten. Alles an allem ein gutes Resultat.
Die Zeiten, wo ein SUV für den Terrain gebaut gouf, sind schon lange rüber. Ein Kamengmark meldet so deutlich wie die ganze Reihe von der Range Rover Modelle. Lang genug war das Modell aus der obersten Klasse der Schlecht am Bulli reserviert. A gut für 7 Jahre und die Engländer aus einem Drecksspatz ein Designobjekt formiert und noch plus mal mehr wogen einen Trend gesetzt. An diesem neuen Auftritt kommt bei einer speziellen Klientel so gut an, dass weder in der Form noch im Format viel changiert gouf. Wenn den Hype für mich Wok steht, kann ich sagen, als Range Rover gut gelungen. Diesen SUV wird hinter dem Jahr 2011 gebaut, kennt lo an seiner zweiten Generation und dadurch mit einem verfeinerten Design an einer neuer Technik. Ob schon das Range Rover bei mir Wok Erstaunliches gelegt hat, komplett neu entwickelt hat und auf einer neuen Plattform steht, muss ich aber besserem zweimal gucken, für hei neu final können zu unterscheiden oder das zu formulieren. Den Evoque bleibt seiner Coupé Optik 3 ein Beispiel für Sinn. Die schmul Matrix LED Scheinwerfer plus sind schmul hünnechte Luchten. Inklusive einer schwarzer, blinkiger Breda Baguette mit der Abschrift Range Rover. Ansingen gelehrt mit der Karosserie angebaute Kleinchen. Du kann ich sagen, nein, sie mehr betonte Radkosten, wo Rolorierter von der Größe zwischen 17 und 21 Zoll Platz fanden. Von dran präsentiert sich der Range Rover Evoque deutlich mehr nobel und mehr modern wie sein Vorgänger. Dazu drohen noch die 3 animierten Displays bei, wovon der Chauffeur hinter dem Volant auf ein 12,3 Zoll Ekran aufhäbigen Head-Up-Display guckt, während an der Mitte vom Tableau de Bord 2 10 Zoll Display den Charme aus dem großen Range verbreden. Was komplett neu ist, ein kleiner Blickpunkt für den. Ein Smart View Spiegel an der Fenster, den sich mit einem Handgriff zum Videoscreen umschalten lässt. Und dann ein Weitwinkelbild von einer passendsten Kamera projiziert, wo man die kleinen Nachteile von der Karosserie auch behoben ist. Durch seine betonte Coupé-Form verleiht die Fenster auch so viel Aussicht nach hinten, sodass die Rückfahrkamera an den Smart View Spiegel gut Arbeit leisten. Und das ist nicht den einzigen Trick aus der Abteilung Durchblick. Mit einer zusätzlichen Kamera an Bord mischt der Range Rover Evoque auch den Capot transparent und unterstützt so den Chauffeur noch besser beim Rangieren. Digitale Instrumente, intelligente Lichttechnik und ein Kopfhörerassistent gehören am Premium-Segment auch zum guten Ton. Bei der Platz am Interieur bietet Evoque trotz seiner bald unveränderter Länge von 4,37 Meter mehr Platz. Auf den 4 Sitzen entsteht die cool Eleganz zum Mols von der Panoramadach mit Bord ist. Wobei hinten dran die dynamische Karosserieform aber ihren Tribut bietet. Die Klangfläche von den Fenstern schränken das Gefühl von der Platz ein bisschen an, a Kap a Kniefreiheit fallen durchschnittlich aus. Ob schon hinten dran a wurse Personen komfortabel sitzen. Sowieso, den sich für die kompakten Range Rover Evoque dezidiert, plant doch selten mit 5 Passagieren an Bord zu verreisen. An Surplus bietet Range Rover auch seine Klienten, an dem sie außer dem Lederumsitz auch Gemisch als Woll anbieten. Wie an unserem Testauto ein Nobelt, vegan, Quadrat, Wollgemisch. Gut Flächen, Horizontallinien sowie ein hochwertiges Material bieten noch hier am Evoque ein wunderlich elegant Ambiente. Wie gesagt, es mit den praktischen Talenten aus. An die Malpassen 591 bis 1156 Liter Gepäck, an den Unhänger lasst bis zu 2 Tonnen als möglich. Soll den Keier an den Terrain gehen, sind 212 Meter Bodenfreiheit behilflich, sowie ein Winkel für am Busch ober den Ruf zu fahren, von 25 Grad 4 an 20 Grad Hand. Nicht allein, dass der Evoque auf einer komplett neuer Plattform basiert, profitiert noch von einer besseren Steifheit. Wobei die aktive Vorwärtsaufstimmung, Suspension, Adaptive Dynamics Wort mitschwätzt. Und sich auch viel mehr solid, lo ähnlicher Wurzeln wie die größten Range Rover Modelle auffällt. Auch wenn den viel mehr handlich und entsprechend mehr flink ist, steht der Komfort an dem kompakten Premium SUV mit vorbei. Beim Evoque wurde auf die normale Motorpalette zurückgegriffen.
An unserem Fall an unserem Testauto ein Diesel mat Mild Hybrid Automatik 4x4 mat der Leistung von 240 PS. E 4 Zylinder 2 Liter mat der 6D Tempnorm huet sich op unseren Testkilometer ziemlich handlich, temperamentvoll an harmonisch manövriere gelos. E brach 7,7 Sekunden vun 0 auf 100 km/h, erlädt laut Range eng maximal Vitesse vun 225 km/h op dem Makadam. En der 40 Voltnetz mat Rim Startgenerator hëlleft beim Ufuen vum 1,8 Tonn schwéiert Gefir. Gewënnt seg Energie iwwer Bremsen zréck. Op en Lomi Spursam am Spritverbrach läit bezweifelen nech, well déi versprachen 5,9 bis 6,2 Liter vu Range hun ech awer et Kannibal soen e puer Liter iwwerschrappt. Wenn man auch noch opgefallen ass, d'Automatik klaut de bëssen un Elan. Die Nenggang Automatik schalt bei sportlichem Fuhren, a bei Losmolo net zoen, bei Säcken iwwerdrivenen Iwerholmanöver daxin an hier, oni sich richtig können ze desideieren. Hei bringen die Gros Schaltpädeln im Volant schon eng besser Satisfaktion. Für de Fremd vum Terrain Bautrange eng perfekten Allradtechnik mat Automatikboard, an der das Day aus dem grosse Range man bekannten Terrain Response 2 System. Losterin Chevrolet Evoque Schobale Vierbild vum Citygelände wohn. An net wëll den sich och ke Bulli op dem gut polierte Lack firstellen. Aber Land Rover wär auch net Land Rover, wann Gefir auch abseits hun der Stroos kein gut Figur gif machen. 4x4 as dofir immer Standard, an der de sogenannten Terrain-Response-System fir die automatisch Adaption op all sort vu Bodem as normal verbessert ginn. So soll sich den Evoque auch gene so gut an enger Karriere wie schicke Boulevard durchschloen, präsentieren. Een steht fest, der Range Rover Evoque an seiner zweiter Generation wär doch eine Bestseller bleiben. Technik stimmt, sein Design bannen wie Bassen, wo doch nicht und der Musik changiert.